Und jetzt, es ist ja so, wisst ihr, wie lange dass wir wenn wir schon so einen Abend wie heute haben, dann müssen wir auch was lernen und was mit nach Hause nehmen. Eine Frage, wisst ihr, wie lange dass wir in Bayern in der Gastronomie das Rauchverbot haben? Ich kann es euch sagen, seit ungefähr 2008. Da sagt man jetzt, was, haben das schon 15 Jahre? Das war doch erst. Aber wisst ihr, was zur gleichen Zeit in Amerika das erste Mal von Apple vorgestellt worden ist? Das erste Wischhandy. Könnt ihr euch das vorstellen? Vor 16 Jahren hat sich, weil man nur Raucher hat, der im Wirtshaus, hat sich noch kein Mensch vorstellen können, dass es mal so ein Hundsklump gibt, wo man das ganze Büro dabei hat, wo man immer unterwegs sind, wo man allerweil einschaut und da man die ganze Zeit ohne das Hundsklump überhaupt nicht mehr rauskommt. Ob es ein Fluch ist oder ein Segen, das wird sich ausstellen. Aber es gibt schon Studien, und wir haben es erzählt, Kleinkinder, die wenn das erste Mal in ihrem Leben ein Buch in die Hände kriegen, dann machen sie es das erste Mal so. Ist ja kein Wunder, weil wenn sie einmal den Kinderwagen rausschauen, wird der Kinderwagen geschoben und die Eltern schulen bloß allerweil und dann ins Handy wischen. Aber wo ich herkomme in Drasching, da ist es auch schon so weit. Da haben sie auch schon ein Handy. Glaubt's mir's, Franz. Da einmal ist mein Freund, so ein Typ wie du, mit zwei einbundenen Urwärscheln am Stammtisch gekommen. Und ich sag, was hast denn du? Sagt er, mein Weiß auf Kur. Sag ich, ja und? Sagt er, wenn sie auf Kur ist, bin ich Hausmann. Sag ich, ja und? Sagt er, ja, ich habe keine Dorfhilfe gekriegt, jetzt habe ich selber begelt. Sag ich, ja und? Sagt er, da habe ich begelt und begelt und begelt und begelt und hat mein Handy geklingelt und ja gibt. Ich gesagt, das lassen wir reingehen, warum hast du das zweite Urwärschel auch reingebunden? Ich habe gesagt, ja, ich wollte einen Notarzt anrufen. Und das passiert einfach, wenn man immer ins Handy schaut. Und wenn man immer ins Handy schaut, kriegt man bloß die Hälfte von der Umwelt mit. Als wenn da gerade Gemeindearbeiter einen Kanaldeckel aufgelassen haben. Oder wenn eine Straßenlaterne da steht. Dann rennt man an, weil man ins Handy eingafft. Und da habe ich ein Lied mitgebracht, das heißt, ich habe ins Handy geschaut. Mit dem Handy in der Hand dreht jeder umeinander. Beim an der Ampel stehen wird das Grün nimmer gesehen. Es wird auch weiter gequatscht, wenn man in Hundsdreck tatscht. Wenn's die wo eine haut, wird weiter geschaut. Einer liegt im Straßengrum, haben sie einen Äpfel zusammengefahren. Der Notarzt kommt daher und sagt, mein lieber Herr, ist dieser Unfall gewesen? Hat dieser Äpfel gesehen? Er schaut ganz irritiert und er sinniert. Ich hab ins Handy geschaut, ich hab grad gewischt so, dann hat's einen Wischer da. Ich hab ins Handy geschaut, dann hat's mir reingehaut. Ich hab ins Handy geschaut, das war so. Der Seppel ist nicht gescheit, mit der Schule nie erfreut. Eigentlich ist er blöd und trotzdem lernt er nicht. Doch bei der Englisch-Ex, der Lehrer ganz perplex. Du hast einen Einser geschrieben, weil hast das drin. Ich hab ins Handy geschaut, ich hab grad gewischt so, dass ich das wissen kann. Ich hab ins Handy geschaut, nur so hat das gehaut. Ich hab ins Handy geschaut, das war so. Das Mädel ist schwanger worden, der Vater voller Zorn. Dir kannst denn sowas geben, Mädel, wer ist das gewesen? Antwort, wenn ich dich frag, Dirndl, du weißt das doch, die Augen werden riesengroß. Und sie sagt bloß, ich hab ins Handy geschaut, ich hab grad gewischt so, dann hat's ein Zischer da. Ich hab ins Handy geschaut, nur so hat das gehaut. Das eine weiß ich noch, es war ein Mo. Wenn's die von der Bierbink haut, hat's lang ins Handy geschaut. Wer in der Pfützen steht, der gespannt ist meistens nicht. Doch eins weiß ich genau, egal ob Mann, ob Frau, hängst du nur an der App, dann wirst du Depp. Ja, ich hab ins Handy geschaut. Darum sollte man manchmal nicht ins Handy schauen.